Und da geht es auch schon weiter für uns, das neue Dream Team hier in Illumina City. Michael und Divi begrüßen euch zurück hier zur Pokémon-Legenden ZA oder CA oder wie auch immer man es aussprechen will. Und ja, na was sind Divi? Was meinst du, ne? Wollen wir weitergehen? Das Ansprechen nicht geht, ist sowas ein Schade. Naja. Das wollte uns ja eigentlich etwas zeigen, ne? Erstmal hier noch gucken. Hier haben wir noch ein paar Äpfel. Aber keine Knapfel, ne? Also kein Pokémon-Art oder so. Jetzt fragen wir hier mit Endivien irgendwie was reißen könnte. Ich meine. Ups. Genau. Was ausweichen wieder. Gegen den Baum rollen geht nicht, ne? Wieder mal typisch. Dann vorbei geht, aber dran selber nicht. Okay. Ja. Ach du je. Siehst du, was ich sehe? Dekorative Steine. Das sind ganz klar Felsen. Vielleicht hat sich kein Pokémon hier ausgetobt. Das Hotel hat doch sonst kaum Gäste. Es findet uns überhaupt niemand mehr. Tja, da kann man jetzt machen. Nehmen wir eben einen kleinen Umweg. Mir nach. Oder einfach Zertrümmerer einsetzen. Na, geht wohl noch nicht, ne? Was? Zum Hotel Z? Ja, da will schon einer hin, ne? Also mir auch fragt, wenn sich hier halt Pokémon austoben, ne? Angenommen, wir setzen eine Bodenattacke ein, wodurch die Felsen entstehen würden, ne? Also quasi Felsen durch, naja, nach oben halt bewegt werden, ist ja die Straße auch kaputt, ne? Also eigentlich müsste hier die ganze Straße ständig zerstört sein. Die Gebäude und so ja eigentlich auch. Sag mal, wo laufen die jetzt hin? Hey, hier oben geht's lang. Ach so. Kann ich ja nicht riechen, wo lang du gehst. Toller Ausblick von hier oben, was? Das Pokémon Center ist nicht mehr weit. Wir müssen nur noch hier drüben weiter, wieder runter. Nur noch, sagt sie. Begib dich zum Pokémon Center am Bahnhofsplatz Illumina Süd. Also der Springen à la, naja. Kam es in Purpur? Okay, das ging einfach so. Da hatte der Poké, das Rotom-Dex quasi, die würden es irgendwie auffangen. Dieser Weg ist eine Einbahnstraße, also müssen wir auf den Rückweg woanders lang. Aber schon cool, auch mal die geheimen Wege der Stadt kennenzulernen, nicht wahr? Komm mal auf zum Pokémon Center, komm. Ja, ne? Auf und davon. Wie wär's denn, du vorher mehr über dein Pokémon lernst? An diesem geheimen Turnier teilnehmen. Geheimes Turnier? Okay, Pokémon Center sehen jetzt auch ein bisschen anders aus. Wenn Pokébälle kaufe, habe ich kein Taschengeld mehr. Man weiß ja nie, wenn man dem perfekten Partner-Pokémon begegnet. Sprich doch mal mit der Frau in der Theke. Schwester Joy! Bonjour, du bist zum ersten Mal in einem von Illumina Cities Pokémon Center, nicht wahr? Hier heilen wir umsonst deine Pokémon und bieten allerlei Items zum Verkauf an. Dürfte ich außerdem dir ans Herz legen, die Pokédex-App zu installieren? Gerade läuft nämlich eine Promo-Aktion. Wenn du 5 Pokémon-Arten fängst und sie im Pokédex registrierst, erhältst du ein tolles Geschenk. Also sagst du mit, zu sie installieren? Klar. Kann die irgendwie im Play Store runterladen oder sowas? Oder im App Store? Die Pokédex-App wurde erfolgreich installiert. Ein Rotom-Phone, ne? Pokémon wird überprüft. Für Endivie wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Endivie, die Nummer 1. Der Pokédex ist eine App, die Informationen zu den Pokémon aufzeichnet, denen du in Illumina City begegnest. Wenn du Pokémon fängst, die sich entwickeln lässt oder sie anderweitig erhältst, werden ihre Daten in der App registriert. Macht Sinn. Endivie, das Laub-Pokémon. Ein leicht süßlicher Duft geht von dem Blatt auf seinen Kopf aus. Es ist sanftmütig und badet gerne in der Sonne. Ich glaube, den Eintrag gibt es schon seit Johto.
Also zumindest so ein ähnlicher. Die haben, glaube ich, mitunter die Einträge auch ein bisschen gewechselt und so, aber ich glaube, im Grunde genommen sind viele Einträge, so wie sie jetzt zu Beginn waren. Und was umgekehrt, dass nur die wenigsten so sind, wie sie ursprünglich mal waren? Kann wohl auch sein. Melde dich bitte beim Pokémon-Labor. Labor? Was ist Labor? Da ist mal eine coole Promo-Aktion. Also direkt zum Wildsektor gehen, um Pokémon zu fangen. Und wie ohne Pokébälle? Weg ist sie. Ein Roselia. Ein Pflanzengift-Pokémon. Wenn ich mein Pokémon verletzt, gehe ich sofort zum Pokémon Center, um es zu heilen. Immer kämpft es für mich, damit ich es nicht muss. Ja, er hat was, ne? Eben, bei dir kann ich auch einkaufen, ne? Pokéball. Ja, Trank, Supertrank, Beleber, Gegengift. Ich kann es aber selber schon kaufen, ne? Okay. Ja, aber die andere will mir ja zeigen, wie es geht. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich das noch nicht kaufen muss, die Pokébälle, ne? Also die einfach gibt. Die Farben, ne? Blau und Rot. Rot für den Poké... Ja, fürs Pokécenter. Und hier den Pokémarkt. Schon faszinierend. Noch irgendwas? Taschengeld mehr. Okay, das vielleicht irgendwie hier mit einem Hologramm und so interagieren geht nicht, ne? Naja. Was ist mit dir hier? Man findet immer mehr Items, die von Pokémon fallen gelassen werden. Naja, immerhin kann man sie dann auch einfach aufheben und verkaufen. Die Stadt hat sich in meiner Abwesenheit immer verändert. Wo warst du? Ich noch alles sehe. Ja. Irgendeine Werbung für Kampf-Pokémon, ne? So ein Machomai im Vordergrund, ein Rasaf dahinter, dann haben wir noch Nocturne. Das ist ein Hariyama. Ein Hariyama. Caradon ist, glaube ich, ne? Hier ist das Ding. Das Kampfviech aus der 5. Gen. Er muss aber echt zugeben, dass er viele Namen gar nicht mehr drauf haben, ne? Also von dem her. Die wollen sich nicht mehr so in mein Gehirn einprägen. Das ist die Arenaleiterin, die Feen-Arenaleiterin, aber... Nee, das war nicht von hier. Das war nicht aus Kalos, das war doch aus... war sogar aus Gala? Aber jetzt gerade irgendwie... Ja, weil Gala war ja der... Da war eine ältere Person... Nee. Hä? Was ist doch von hier? Ich hab's nicht mehr im Kopf, ey. Schade, schade. Okay, zuerst dachte ich irgendwie, es wäre eine Hommage an Yoto. Die Uhr hier. Der, Pocketch, nee, nicht Pocketch. Da war es ein Pocketch, wie der hieß. Naja. Spielt keine Rolle. Wollen mich interessieren würde, ob wir hier einen Arenaleiter treffen. Illumina City hatte immerhin einen, aber ja, wir müssen mal gucken, ob die Arena wäre. Ob wir da überhaupt was machen können. Und ob es das eben auch geändert hat und so in der Zwischenzeit, das kann natürlich sein. Ein Sichlor, ne? Gut, macht Sinn, ne? Weil, ja, es ist halt... das Ganze spielt in Kalos. Der Sichlor hat aber einen coolen Blick drauf. Und, natürlich sind auch viele Mega-Pokémon vertreten. Ich denke mal, die meisten, die es gibt. Und Sichlor, alias Sherox, Mega Sherox, das macht schon Sinn, dass Pokémon hier erhältlich ist. Wir mähen gerade Gras. Naja, gut. Gehen wir mal ein bisschen vorwärts. Oh, da ist ein Pokéball. Das sprich ein Item. Ein wildes Item. Einmal ein Pokéball. Ja, hätten wir auch welche kaufen können. Lass mich ran, noch ein Pokéball. Ne, ein Trank, okay. Dieses Gebiet hier, das von grünem Licht umgeben ist, das ist ein Wildsektor.
Darin kannst du gegen die wilden Pokémon der Stadt kämpfen und sie fangen. Wieso steht denn dann ein Auto drin, wenn es ein Wildsektor ist? Da immer mehr wilde Pokémon in der Stadt auftauchen, wurden diese Bereiche eingerichtet, um ihnen ein eigenes Zuhause zu bieten. In dem Wildsektor gibt es übrigens andere Arten von Pokémon. Aber genug gelabert, jetzt geht's ins Fangen. Ein einzelnes Pokémon im Team reicht einfach nicht, um sich sicher zu fühlen. Wobei ich mir schon frage, was eigentlich die Anwohner so machen, ne? Man angenommen, ich wohne jetzt hier und von meiner Haustür ist plötzlich, ah ja, hier wird das als Wildsektor deklariert. Und denke mir so, hä? Ja, und jetzt kann man gar nicht mehr raus und so, hä? Was soll das? Wobei, treffe ich hier vielleicht auch auf trotzdem noch Menschen? Warte mal, wie viele Pokébälle habe ich jetzt überhaupt? Ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ein Pokéball ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. Und damit kann ich maximal ein Pokémon fangen, mehr nicht. So. Und bonjour, Schwester Joy, ich hätte gerne ein paar Pokébälle, wenn es geht. Das auch schon Supertränke kaufen könnte, ist auch krass. Mach mal so. Ja, Gegengift, Fahrerheiler, Feuerheiler, Eisheiler, Aufwecker, okay. Und doch bekannte Statusveränderungen, ne? Ich meine, weil der Gen-Arceus hat mir, glaube ich, irgendwie den Dösig-Zustand gab es noch. Also quasi schläfrig und das Pokémon teilweise die Befehle nicht befolgt haben und so. Ist halt die Frage, ob es das hier auch wieder gibt, in einer ähnlichen Form. Lassen wir uns überraschen. Okay, Wildsektor, mal reingehen und gucken, was passiert. 1. Das Pokémon, das da gerade in dem Taxi aufgetaucht ist, heißt Dartiri. Versuch doch mal es zu fangen. Tiri ist recht gechillt drauf, also wird es nicht gleich abhauen, solange du es nicht angreifst. Indem du ZR gedrückt hältst, okay. Ah. Ja, jetzt aber definitiv genug. Jetzt hier ist eine Information wie sein Name, sein Level, seine Erfolgsrate für den Empfang aufgezeigt. Ja, das hatten wir bei den Gen-Arceus auch schon in einer ähnlichen Art und Weise. Das war klar, ne? Ui, das war knapp. Dies gelingt nicht jeder Fangversuch, selbst wenn ein Pokéball ein Ziel trifft. Aber kein Stress, Mann. Einmal ist kein Mann. Erster Versuch hat auch bestimmt rein. Mhm. Juhu, du hast Dartiri gefangen. Pokémon, die du gefangen hast, werden Teil deines Teams und kämpfen an deiner Seite. Je mehr Pokémon für dich kämpfen, desto stärker bist du natürlich. Gut, dann wollen wir uns als nächstes Mal eine härtere Nuss vornehmen. Skoppel ist eine härtere Nuss. Was ich bemerkt, okay. Das reduzieren. Ja. Fangchance mit einer erfolgreichen Fang für eine begrenzte Zeit erheblich wahrscheinlicher wird. Wenn ich es besiege, ne? Okay, wenn du dasselbe Pokémon mehrfach mit Pokémon triffst, könnte es wütend werden. Während es wütend ist, prallen die Bälle von ihm ab und es lässt sich nicht fangen. Okay. Schaut es in den Kampf, ja. Pokémon zurückrufen. Wenn du kein Pokémon an der Seite hast, greifen wilde Pokémon stattdessen dich selbst an. Das machen sie so oder so, ne?
Supi! So nimmt anders weg mal wilde Pokémon. Beim Fangen hilft es auch, sich zu ducken. Versteckst du dich dazu nach einem hohen Gras, dann bist du quasi unsichtbar. Na, jetzt müsstest du bestimmt Bälle werfen, was das Zeug hält, wa? Hier hast du Nachschub. Sind die hier ausverkauft oder was ist los? Mit auf dem Pokémon Center. Mhm. Das ist echt ein langes Tutorial, ne? Aber bin ihm noch überrascht, dass man hier halt eben auch die ganzen Stände und so hat, ne? Also eben, es wäre es halt doch eine beliebte Ecke auch für Menschen selber. Oben versteckte Seite. Mini-Pilz. Auch hier ein Auto und so, ne? Also hier gehen schon Leute, also auch Menschen an und aus. Oh. Gibt es ja auch wieder Trainer. Fast so aus, ne? Käferviech. Dann sind anzuvisieren. Okay. Ein Purmel. Ich sehe jetzt aber gerade nicht irgendwie die Werte von meinem Pokémon, ne? Level 8, okay. Ja, aber man ist jetzt so sicher, ob es irgendwie hier sehen könnte. Also fangen, ja, ich hab schon eins. Vor Seite, Dankeschön. Na toll. Das kann ja dauern, Leute. Aua. Nur auf die Kleinen. Meine Partner sind immer dabei. Hä? Aber jetzt Erfahrungspunkte bekommen oder nicht? Oh Gott, das will nicht. Dann macht er gar keinen Schaden. Okay, doch. Du. Ein Volti. Kann irgendwie was zur Ablenkung werfen? Ihr wisst schon, da gab es damals ja auch Nahrung oder Schlamm oder so irgendwas in der Art. Das sind Elektro-Pokémon, ne? Da am Flugviech dagegen setzt, ist nicht unbedingt so clever. Ja, was hast du da Ding ran? An den Divie. Wer möchte Galetten? Bitte sehr. Illumina-Galette. Sie wird alle Status-Pokémon alle Probleme eines Pokémon. So. Sehr gut.
Ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Punkte es hier überhaupt gibt, ne? Mein Sektor 1, ist das irgendwie auf der Karte oder so? Das ist jetzt 4, ne? Vielleicht die anderen ja auch irgendwie nachts oder so. Weil es gibt hier so einen Tag-Nacht-Zyklus und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass man auch in der Lage ist, hier halt unterschiedliche Pokémon halt je nach Tageszeit so zu finden. Ach du Scheiße. Ja, das kann dauern. Ich meine, klar können sie nochmal ein zweites Datiri fangen und so, das geht natürlich auch. Multidarm, eine Elektroattacke wäre mal ganz praktisch, oder man hätte Heuler einsetzen können. Also Pix ist schnell aufgeladen als ein Tackle, ne? Oh. So. Ne, das ist ein Hornlio. Kommt der gerade auf mich zu oder was? Ich bin jetzt so ganz sicher, was er von diesen Cooldowns halten soll, um ehrlich zu sein. Also von den Attacken halt, ne? Ich meine, sie machen Sinn. Aber, naja. Ich glaube, ich muss, wenn das nächste Mal gerade bei so wie ein Pokémon mich anschleichen will, um es zu fangen, muss ich halt ohne Pokémon ran, ne? Ein Hornlio. So, haben wir doch 5. Ansonsten mit ein paar Voltis. Ich guck mal kurz. Könnte mein Pokémon mal heilen, aber ich kann auch mal gucken, ob die jetzt wirklich kämpfen wollen. Da kämpfen die echt nur nachts. Also, normalerweise, ne? Du hast 5 Tränke. Ja, gut, ich mein. Ja, ich wollte zwar jetzt irgendwie. Entschuldigung, anders machen, aber kannst du doch jetzt direkt mal heilen. Ich muss sagen, das Interface gefällt mir aber recht gut. Sieht sehr schön aus. So. Endivie, Tartiri. Das ist doch praktisch, ne? Wir haben eigentlich auch schon mal wieder ein Feuerflug-Pokémon. Das kann ich mir eigentlich auch Glurak und so sparen. Wobei ich natürlich nicht weiß, wann wir bei den Genuss eines Gluraks kommen würden. Ne? Ich meine, das könnte dauern. Kann aber auch schnell gehen. Achso, ja, übrigens, wir fertig, ne? Was? Kann man? Hatten die wie einfach mal eine Fehdattacke gelernt. Cool. So scheint es aber nicht zu gehen, ne? Okay. Keine Ahnung, vielleicht muss es eine Kampfattacke sein oder so. Was sagt denn jetzt die Map? Okay, ja, aber gemacht. Also gehen wir zum Pokémon-Labor, ne? Das ist auch scheinbar da vorne. Also, da jetzt noch irgendwie noch mehr Pokémon hier finden könnte aktuell, aber ich glaube, wir haben schon mal guten Progress gemacht. Vorerst. Programme wie cool, Wissenschaft kennt keine Grenzen. Ich glaube, den Typ gibt es in jedem Pokémon-Spiel, ne? Der sagt, die Wissenschaft kennt keine Grenzen.
Ach nee, da muss ich echt... Da ist ein Item dahinter. Das ist echt ein Pokémon, beziehungsweise auf eine TM Zertrümmerer finden. Ja gut, ich meine, TMs wie Surf oder Kaskade wird es hier wohl eher weniger geben. Ne? Da wäre jetzt ein bisschen seltsam in der Stadt drin. Aber wer weiß. Nostalgische Mucke. Und wie sieht's aus? Hast du 5 andere Pokémon gefangen? Jo. Ach, ich muss echt 5 Arten fangen, nicht 5 insgesamt. Okay. Wir sehen uns dann später. Ich melde euch sehen, wenn es irgendwas gibt, ne? Cheerio! See you later, Alligator. Ja, stimmt, ne? Sie hat ja Kanimani. Das ist eigentlich schon unfair, ne? Dass die einfach 2 Starter-Pokémon haben durfte. Und ich habe nur einen bekommen. Die haben doch alle 3 gehabt. Okay. Klopf, klopf. Bin da, wer noch? Herzlich willkommen im Pokémon-Labor. Du bist doch bestimmt wegen der Promo-Aktion mit dem Pokédex hier, nicht wahr? Du hast also 5 Pokémon-Arten gefangen? Glückwunsch, das ist ja fantastisch. Dein Geschenk kannst du im 20. Stock bei der stellvertretenden Direktorin abholen. Das ist der Lift? Junge, sieht denn der abgebrochen aus? Also, sorry, aber einfach so ein freistehender Lift. Irgendwie erinnert es mich ein bisschen an, naja, an den einen Lift in Zone 0 bei Karmesin und Purpur. Soll ich eine Box holen? Ja. Kann ich einen Krall aus dem... Nee, oder? Ja, war ja klar. Aber es geht bestimmt. Sei es irgendwie, wenn man relaxen ist, irgendwie Fotomodus oder etwas hat, der kann sich alle rausholen. Eine Box geschickt, ja. Da könnte man sich eine Auszeit von den Illumina City und erkennt plötzlich eine Stadt kaum wieder. Selbst der Professor hat seinen Posten abgegeben. Hä? War der Professor von Carlos in Illumina City? Normalerweise sind die Professoren in der Anfangsstadt der jeweiligen Region. Aber ist egal. Freunde, wir sind sowieso bei 27 Minuten. Es passt also. Ich sage erst einmal vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir haben einen guten Progress gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie, wenn das mal so, wir können ja überhaupt bewegen, so machen darf. Ich glaube auch sagen, sicher fürs Erste, ich habe eigentlich wohl wieder mit dem Ball gefangen. Egal. Das erste Mal die 3 vor allem trainieren werde. Ich glaube vor allem Hornliu und Purmel vor allem zum Entwickeln nachher, ne? Pokédex-mäßig und so. Oder ins Team nehmen, fix ins Team nehmen oder für längere Zeit ins Team nehmen, besser gesagt, glaube ich eher weniger, ne? Pokédex gefangen, ja gut. Eigentlich müsste jetzt hier noch Kanimani und Floink drin sein, aber gut, ich lasse ihn mal weg, das passt schon. Nach Nummer sortiert, ja. Bin gespannt, wie viele Pokémon es überhaupt gibt hier im Spiel. Und ja, es gibt ja noch das DLC, ne? Das ist der Mega-Dimensions-DLC, das ist ein anderes Thema, also kommen wir dann auch noch. Und ich kann auch noch irgendwelche Codes einlösen, haben wir noch gesehen. Aber das glaube ich erst in der nächsten oder in der nächsten Folge, weil dazu fehlt noch das ein oder andere Feature. Ne? Und offenbar sind wir eben noch im Intro drin oder im Tutorial. Deswegen, ja, erst einmal abschließen und weiterschauen. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.